Bonjour, merci, dass der Astrid Lulling TV am Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung noch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlaubsteren. Ich bin zu Straßburg am Europäischen Parlament, wo die April-Plenarsitzung vom 19. bis 22. April geplant war. Leider also Reichssitzung von den Auswirkungen von dem Vulkanausbruch an Island betraf. Viel von den 736 Deputierten konnten Straßburg oder Brüssel, wo wir ja auch 3 Wochen pro Monat haben, nicht mit dem Avion erreichen. Dafür war es anfangs dieser Woche nicht evident, dass die meisten Deputierten nicht gegen fertig bringen, mit Zeit auf Straßburg zu kommen. Selbstverständlich haben die viszeralen Gegner von Straßburg das Gelegenheit darin benutzt oder missbraucht, für gegen den Sitz Straßburg vom Europäischen Parlament auf Barrikaden zu gehen und zu verlangen, schon den letzten Weekend die Session müsste aufgesucht gehen. Aber wir müssten zu Brüssel tagen, wie wenn der Flughafen zu Brüssel nicht doch so gewesen wäre. Dabei hat sich besonders ein holländisch liberal Deputierte wie ein Elefant am Porzelleinsboutique behalten. Besonders die Holländer brauchen ja aber nicht mit dem Avion auf Straßburg zu kommen. Das können sie mit dem Auto und mit dem Zug viel mehr schnell. Sicher, also viel mehr einfach für die Kollegen, die fliehen müssen, für auf Brüssel zu fliehen, wie auf Straßburg, weil es viel besser Verbindungen von überall auf Brüssel gibt, wie auf Straßburg. Aber das ist ja schon Jahrzehnte gewusst. Und Franzosen, die sind noch nicht unschuldig drin, dass die Gegner von Straßburg immer noch Munition haben, für die schlechten Flugverbindungen und sogar Zugverbindungen zu denunzieren. Wir haben trotz dieser Situation zwar zu Straßburg getagt, aber leider nicht mehr bis Mittwochnabend, anstatt bis Donnerstag noch mitten. Und es tun noch keine Aufstimmungen stattfand, weil nämlich Kollegen aus bestimmten Ländern, von Inseln zum Beispiel, es wirklich schwer hatten, für ohne Avion Straßburg zu erreichen, dafür als gemeint ging, es wäre nicht fair, unter den Umständen aufzustimmen. Das ist aber nicht dramatisch. Da tun wir den 5. und den 6. Mai zu Brüssel noch, und dadurch geht die Welt nicht dünner. Natürlich gab den Debat in dünstenden Mohren über die Auswirkungen von dem Flugverbot auf Fluggesellschaften, aber auch auf die Ökonomie, auf die Leute. Entretemps wird ja viel darüber diskutiert, ob es wirklich nötig wäre, die Avion am Boden zu lassen, ob nicht übertrieben geht, da für was an Europa nicht besser zusammengeschafft wird und so weiter. Bei mir am Studio ist mein Kollege Paul Rübig, ein österreichischer Deputierter von unserer Fraktion der Europäischen Volkspartei, hin als Pilot, Fluglehrer. Er war auch bei der Debatte am Plenum vom Europäischen Parlament mit impliziert. Guten Tag, Paul, vielen Dank, dass du bereit warst, mit mir unsere Zuhörer und Zuschauer zu informieren über die Ursachen, die Folgen dieser Vulkanstaubwolke aus Island, die wir hier ja tagelang nicht los wurden und werden. Besteht wirklich Gefahr, dass Flugzeuge, die durch diese Staubwolke fliegen müssten, riskieren, herunterzufallen? Eines ist sicher, es geht beim Fliegen immer um Sicherheit, und das ist in der Ausbildung das oberste Prinzip. Ich war viele Jahre lang selber Fluglehrer, ich habe an der Universität auch unterrichtet und kenne eigentlich auch die Aerodynamik und die Meteorologie sehr gut. Und wenn man weiß, dass es in Wahrheit weltweit über 2000 Vulkane gibt und dass im letzten Jahr über 50 aktiv waren, dann ist es eigentlich nicht etwas Besonderes, sondern etwas ganz Natürliches. Es kommt halt auf die Intensität drauf an, und gefährlich wird es immer dann, wenn diese Staubpartikel in einem sehr dichten und schnellen Ausmaß sich bewegen. Das heißt, dort, wo es sehr dicht ist, besteht natürlich Gefahr, aber die Gefahr ist ganz gleich, auch in einem Gewitterturm, dort, wo sich ein starkes Gewitter zusammenbraut. Auch da darf eine Airline nicht durchfliegen, ganz egal, ob es im Nacht- oder im Sichtflug ist. Durch ein starkes Gewitter fliegt man nicht durch, und genauso fliegt man nicht durch einen eben ausbrechenden Vulkan durch. Aber sobald der Wind die Teilchen verteilt, gibt es unterschiedliche Dichte,
und die Schwerkraft lässt dann in der Regel dann auch die Teilchen wieder zu Boden fallen, sodass man in Wahrheit messen muss, wo diese wirkliche Dichte vorhanden ist. Dort ist es tatsächlich gefährlich, aber überall dort, wo es verteilt ist, besteht keinerlei Sorge. Ja, es wurde ja gesagt, besonders auch von den Fluggesellschaften und auch von Piloten schon seit Tagen, wir hätten in Europa überreagiert. Ist das so? Das glaube ich schon, dass wir überreagiert haben. Es wäre vernünftig gewesen, dass noch bevor das Flugverbot ausgesprochen worden ist, dass der zuständige Kommissar Kallas sich mit den Verkehrsministern zusammengesetzt hätte und die Experten an den Tisch geholt hätte. Das können wir vielleicht für die Zukunft lernen, dass bevor ein Flugverbot verhängt wird, noch dazu in diesem Ausmaß, dass die zuständigen politischen Gremien sofort Aktionen tätigen müssen, sich zusammensetzen müssen mit den Zuständigen. Hier hat ja die Warnung ist ja in erster Linie gekommen vom Vulkanzentrum aus London, die ein Simulationsmodell berechnet haben. Das sind sicherlich Spezialisten, die die Verbreitung des Staubes und der Asche gut berechnen können, aber die keine ausreichenden Hinweise gegeben haben, wie dicht und in welcher Konzentration das in Europa auftritt. Und es wäre sicherlich sinnvoll gewesen, sich hier mit den Airlines und mit den Experten vorher abzusprechen. Aber als die Heathrow zumachen mussten, dann haben Sie vielleicht gedacht, die anderen sollen auch zugemacht werden. Auch das ist oft eine wirtschaftliche Überlegung, dass wenn ein so wichtiger Flugplatz wie Heathrow gesperrt wird, damit dann die Konkurrenz nicht weiterfliegen kann. Auch das könnte ein Grund gewesen sein. Aber ich glaube, hier trifft auch die Eurocontrol eine große Verantwortung. Und ich glaube, dass man jetzt das richtige Mittel gefunden hat, dass man individuell schaut, wo ist nach Sichtflugbedingungen es möglich. Und Sichtflug heißt ja nichts anderes, wie dass man 1-2 Kilometer nach vorne schauen können muss und 300 Meter in der Vertikalen. Und es ist ja so, dass sich im Großteil die Flugzeuge außerhalb der Wolken bewegen. Das ist nur kurz während des Starts, während man durch die Wolken durchgeht und kurz vor der Landung, wo man wieder durch die Wolken durchgeht. Und diese Phasen müssen halt bei höherer Konzentration so kurz wie möglich gehalten werden. Ja, aber es handelt sich ja jetzt auch um die wirtschaftlichen Folgen dieses Flugverbots. Nicht nur ist das für Fluggesellschaften verheerend, sondern auch für viele Betriebe, die zu zigtausenden darunter gelitten haben, auch die Bürger. Ich fand, dass angesichts der großen finanziellen Folgen in einer Zeit der Krise, in der wir ja schon mit Problemen fertig zu werden müssen, es ein bisschen anmaßend war, von verschiedenen Europaabgeordneten hier zu klagen, was sie mitmachen müssten, um nach Straßburg zu kommen. Wir sollten, glaube ich, uns viel mehr Gedanken darüber machen, wie wir mit den wirtschaftlichen und auch den sozialen Konsequenzen dieser Katastrophe fertig werden. Kann die Europäische Union ja jetzt dabei helfen? Und was sind unsere Befugnisse, unsere Mittel? Es wird ja auch jetzt schon darüber geredet. Wer kompensiert die finanziellen Folgen? Ja, zuallererst muss ich sagen, dass es auch für mich als Österreicher wesentlich einfacher ist, nach Straßburg zu kommen und wesentlich sicherer wie nach Brüssel. Hier gibt es eben unterschiedliche Interessen durch die Standorte bedingt. Und zweitens muss man sagen, dass natürlich in erster Linie der Pilot die Verantwortung trägt. Dafür bilden wir die Piloten gut aus, dafür gibt es einen Co-Piloten, der wird beraten von den Meteorologen und von vielen Spezialisten, der kann sich auch kurzfristig sehr spezialisiert beraten lassen, aber die endgültige Verantwortung trägt der Pilot und letztlich auch der Flugpassagier, wenn ich persönlich den Eindruck habe, dass es zu gefährlich ist zu fliegen, dann sollte man eben den eigenen Flug auch verschieben. Man macht es ja auch im Winter, wenn sehr viel Eis und Schnee ist und man nicht unbedingt mit dem Auto fahren muss, dann fährt man auch nicht mit dem Auto. Und das ist beim Flugzeug genauso, wenn man den begründeten Verdacht hat, dass eine sehr hohe Staubkonzentration ist, kann man ja zuerst als Flugpassagier den Flug einmal verschieben und wenn man sich nicht auskennt, kann man ja dem Flugkapitän vertrauen, weil ja der letztlich auch sein Leben riskiert und sich seiner Verantwortung sehr wohl bewusst ist. Und wir haben sehr
kompetente, spezialisierte Flugkapitäne, die sind die Chefs an Bord und bei denen liegt letztlich die Endentscheidung und nicht bei Politikern in Brüssel oder in Straßburg im Hemicycle, sondern ich glaube, hier sollten wir uns auf die Profis verlassen, die haben das gelernt, die können das und die riskieren auch nichts. Ja, ja, also ich glaube, wir müssen natürlich aus dieser Katastrophe lernen. Sie kann ja auch weitergehen. Es können auch noch, da gibt es noch 2 von diesen Vulkanen, habe ich gesehen, die heißen Katla und Hekla, die können auch noch aktiv werden, aber wir müssen lernen aus dieser Katastrophe, aber auf jeden Fall, Sicherheit geht vor. Und vielen Dank, Paul, dass du bereit warst, unsere Zuhörer zu informieren. Ich sage dir auch merci, dass du uns noch gelauscht hast, da bist geschwind.